本気で俺とやる気か。いい加減に目覚ませ。俺たちは仲間だろうが。まず手始めにおめえら殺し合いでもしてみるか。こんな道具で谷を操っておめえは一体何をしたいんだ。海賊どもを一掃するまたとない好機じゃ。まとめて葬っちゃるわい。大海賊同盟が海軍本部に戦争を仕掛ける。麦わらのルフィ、協力して敵を殲滅するぞ。ここから先は俺の時代だ。相手がお前だろうと負けねえ。俺は海賊王になる男だ。もはや大海賊同盟はむしろ息。白ひげと麦わらも一気に潰すんじゃ。麦わらのルフィ、よう逃がさないよ。おとなしく捕まるといいよ。お偉いさんがいることなんぞクソくらいだ。俺は俺の正義に従う。逃がすか悪党ども。わしゃ海軍本部中将じゃ。悪縁もえ俺も麦わら白ひげ連合に入れてもらおう。少しは役に立てるだろう。このやり方が絶対に正しいとは言わねえ。正義なんてのは立場によって形を変える。だから誰も責められやしねえ。仁義のためわしは戦う。この命などくれても守るべきものは守る。ほらほらほらほらほらほらほらゴーストプリンセスが助けに来てやった。問題ない。任務を続行する。海賊には海賊の話の通し方があるだろう。俺は弱えやつとは組まねえよ。我は神なり。世界政府が奴らの首を欲しがってる。我が大海賊同盟の名を上げるチャンスだぜ。あの者たちに時代を委ねれば世界は暗黒に包まれる。強き者たちよ、共に戦うことを約束。野郎ども、これが最後の戦いだ。本物の海賊は誰も支配しねえし支配されもしねえ。この海で自由に生きるって決めたやつを海賊って言うんだ。だからそういうやつらから自由を奪おうとするお前を俺は絶対に許さねえ。ゴムゴムのレッドホーク。踊れ。何のつもりじゃ。Ein neues Abenteuer wartet uns. Hier bei One Piece Pirate Warriors 2 heißt der neueste Titel für die PS3-Konsole. Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Projekt, wie es scheint, wa? Nachdem wir ja bereits Pirate Warriors 1 durchgezockt haben, folgt jetzt auch schon der zweite Teil, wie man sehen kann. Viele Charaktere aus der neuen Welt bereits, zum Beispiel auch die Strohbande hier, die, wie es scheint, ein bisschen böse drauf ist, wa? Oder einfach nur, ja, mit der Macht Freundschaft zu zerstören, genau. Es geht vor allem darum, es hat zwar sehr viele Charaktere aus dem Original, sprich, nehmen wir es anders formulieren, sprich, es ist halt so, dass sehr viele Charaktere bereits aus der neuen Welt sind, von dem her aber halt bei der Manga, sprich mal das Original, ist bei weitem noch nicht so weit, dass bereits ein neues Pirate Warriors Spiel rauskommen könnte, was den Original-Story-Modus beinhaltet. Deswegen sieht es jetzt wohl so aus, dass alle Charaktere ein bisschen durcheinandergewürfelt sind. Jetzt sind zum Beispiel irgendwie gerade Enel, natürlich auch, ja, gerade ein Kampf zwischen Akainu und Ace natürlich noch. Und ja, es ist einfach so, also gewisse Ereignisse, die sind so im Original, andere wurden ein bisschen neu interpretiert und so, damit es trotzdem einen neuen und gewaltig coolen Story-Modus ergibt. Und natürlich alle Charaktere zurück, die man bereits kennt, wie Ruffy und der Rest der Strohbande. Und hierbei ganz speziell sehen wir endlich mal den Skype-Arc, sprich auch gegen Enel wird gekämpft und die Charaktere beherrschen auch, also zumindest mal die es wirklich beherrschen, können jetzt auch Haki einsetzen, wie zum Beispiel auch Ruffy, der das Haoshuka beherrscht und auch natürlich seine Kenbunshuku und Busashuku-Fähigkeit, sprich kann es auch verhärten und hat auch Red Hawk drauf oder auch hier Smoker.
der in dieser Aufmachung eigentlich erst in einer neuen Welt auftritt, aber wie gesagt, jetzt sogar gerade den Gefangenen an. Garb kann man auch spielen, von dem her sehr viele neue Charaktere. Ich glaube, es baut vor allem darauf auf, dass es halt sehr viel mehr Charaktere gibt und diejenigen Charaktere, die bereits in der neuen Welt vorhanden sind, oder von denen man bereits weiß, wie sie aussehen, die sind bereits hier so ganz normal dabei. Wie zum Beispiel Kizaru, der die Marine verlassen hat, aber erst halt nach den Ereignissen im Kampf gegen Whitebeard, und von dem her ist zwar Akainu, wie man ihn hier gesehen hat, noch so, wie er bereits vor dem Kampf gegen Whitebeard war, aber andere Charaktere wie Kizaru, stimmt gar nicht, wie nicht Kizaru, wie ist er schon wieder? Aokichi, Entschuldigung, Aokichi heißt er. Ja, wie Aokichi oder auch hier Sir Crocodile, der müsste vermutlich nachher auch anders aussehen. Sind halt noch im Aussehen der alten Welt. Oh, hierbei freue ich mich sehr drauf. Ein Kampf zwischen Kizaru und Enel, sprich zwischen Licht und Blitz. Buggy der Clown ist auch zurück, natürlich auch Falkenauge. Von dem her ein riesiges Gemetzel in einem komplett neuen Story-Modus. Da haben wir auch gesehen, dass die Strohbande plötzlich böse wird und so. Aber man kann natürlich auch, und darauf wollen wir schon am meisten, in der Rolle von sehr vielen Charakteren spielen. Whitebeard, der Marine, der Strohbande mit neuen Fähigkeiten, Ace und noch so vieles mehr. Und vor allem freuen wir schon sehr darauf, wie Ruffy wohl sein neues Haki einsetzen wird. Natürlich darf das hier nicht fehlen. Red Hawk. Seine vielleicht sogar mächtigste Technik. Ich für gar nichts entschilde, aber die hier. Aokichi und Akainu. Oh Mann, oh Mann. Ja, liebe Freunde, so viel dazu. Das war der Trailer soweit und ja, war bereits zum zweiten Mal. Der Trailer und natürlich auch meine Erklärung dazu, wieso das One Piece Fight Warriors 2 und so. Wollen wir jetzt das auch noch zocken. Es dürfte auch in den nächsten Tagen erscheinen. Auch hier, wie bei Tales of Xillia, will ich mir für die erste Folge noch etwas Besonderes überlegen, damit... Ja, ich sag's mal so, momentan sind ja einige aktuelle Projekte am Laufen, einige sind schon bald wieder zu Ende, und von dem her, oder genau aus diesem Grund wird es dann auch etwas Spezielles geben, was dann eine kleine, ich sag jetzt mal, Überbrückungsphase sein dürfte. Aber das seht ihr dann alles, One Piece Fight Warriors 2 sollte so am 8. August herum erscheinen, je nachdem wann ich es halt bekomme. Kommt auch schon der erste Part, vielleicht dann noch ein Unboxing-Video, weil ich habe eine Collector's Edition bestellt und da ist noch, gibt es eine Ruffy-Spielfigur dazu. Ich habe noch ein Poster, aber das sind wir dann alles. Je nachdem, ob ich das Video dazu noch mache, ob es erwünscht ist oder eben nicht. Wie auch immer, das war jetzt eben, wie gesagt, der Trailer mit meiner Erklärung. Vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich natürlich schon sehr auf das Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, bis dann zum Start von One Piece Pirate Warriors 2. Mit neuen Gebieten, alten Charakteren, neuen Fähigkeiten und vor allem sehr viel Action und Spannung. Oh yes!